Servus beieinander, der Johann Barse ist wieder da. Heute kochen wir mit Buchweizen. Der echte bzw. gemeine Buchweizen, der ist ja schon lange bekannt und der ist ja schon im 4., 7. Jahrhundert vor Christus, ist ja aus Asien über Schwarze Meer und so nach Europa gekommen. Darum auch die Verbindung zum Kaviar. Wir machen aber heute eine Galette draus. Im Übrigen 1999 war es die Arzneipflanze des Jahres. Muss man sich vorstellen. So, wir haben jetzt da unseren Buchweizen. Dann logischerweise Salz. Dann brauchen wir Ei. Und weil es halt ein arme Leute-Essen ist, ist egal. Die Galette kommt ja aus der Bretagne. Da haben sie nicht viel gehabt. Und in Russland, die Fischer, die haben auch nicht so viel gehabt. Also das ist halt hergenommen worden, was da war. Das ist eben der Buchweizen. Ein paar Eier waren immer da. Und ein bisschen Milch und ein Wasser sowieso. Und daraus hat man halt einfach ordentlich was gemacht. Der Unterschied zwischen einer Galette und dem Blinis ist, dass im Blinis Hefe mit drin ist. Sonst sind es relativ gleich. Jetzt, so habe ich das gelernt, rühren wir das zuerst dick an und danach machen wir es erst dünner. So, genau. Einmal, dann kommt eben noch ein Schuss Wasser. Es war im Übrigen eines meiner ersten französischen Gerichte. In meinem ersten Urlaub, den ich überhaupt so richtig gemacht habe, wo ich in die Bretagne gefahren bin, da haben wir Galettes gegessen. Und jetzt kommt noch Butter rein. Butter war natürlich in der Bretagne auch immer vorhanden. Die Nähe zur Normandie, gibt es viele Kühe, fällt da Butter ab. So, und weil der Buchweizen jetzt nicht ganz so fein ist wie ein normales Mehl, muss die ganze Geschichte jetzt ruhen. Und wir trinken dabei einen Chardonnay. So, und jetzt müssen wir sie backen, unsere Galettes. Was noch zu sagen ist, der Buchweizen hat natürlich unheimliche Vorteile, weil er glutenfrei ist. Also für Leute, die Probleme haben mit Gluten, ist Buchweizen ideal. Ist verwandt mit dem Rhabarber und mit dem Sauerampfer, ein Knöterichgewächs. So, jetzt kann unser Pfandl heiß sein. Und jetzt blitzt es zwischendrin. Wir kochen bei jedem Wetter. So, naja, und was gibt es dazu dem Buchweizen noch zu sagen? Das hat halt dann das dazugegeben, was halt im Garten noch gewachsen ist. Und das war für die Leute da drin ein Festtagsessen. So, und wenn er dann schön läuft, dann können wir ihn auch umdrehen. Jawohl, schöne Farbe da. Machen wir das gleiche nochmal. Die Farbe fällt auch noch nicht. So. Und jetzt werden wir die ganze Geschichte füllen.
Zum Beispiel mit Ratatouille. Jawohl. So, dann und ein bisschen Garnitur, das schön ist. Keine Puderzucker, passt nicht. Aber man kann die Galettes auch süß machen. Viel Spaß, guten Appetit.